Kirche als dritten Ort etablieren. Gemeinsam Essen und Freizeitaktivitäten fördern den Zusammenhalt über Gesellschaftsschichten hinweg. Kirche wird zur zweiten Familie. Was ist der dritte Ort? In der Soziologie spricht man vom dritten Ort, the third place. Der erste Ort ist dort, wo man wohnt. Der zweite Ort ist die Arbeitsstelle. Und der dritte Ort ist dort, wo man gerne seine Freizeit verbringt. Unser Ziel könnte lauten, nach fast allen Gottesdiensten ein Kirchencafé oder ein einfaches Mittagessen anzubieten. Auch in der Schweiz spricht man von einer Teilete. Das ist ein kanadisches Buffet, Potluck, ausschreiben, bei dem alle eine Speise mitnehmen und dann gemeinsam teilen und genießen. Dabei steht aber nicht das Essen an sich im Vordergrund, sondern die Gemütlichkeit und das gemeinsame Zusammensein als Kirchenfamilie. Auch gemütliche Anlässe unter der Woche stärken eine Kirchgemeinde von innen. Einige Kirchgemeinden haben eine Cafeteria im Kirchgemeindehaus eingebaut. Das heißt eine Art Starbucks-Café. Und einmal im Monat findet ein Brunch statt. Und Öffnungszeiten unter der Woche ist 3-mal an 3 Wochentagen. Zum Beispiel in Meisterschwanden, das ist dort in der Kirche, in der ich konfirmiert wurde. Und dort hat es ein gemütliches Café und es ist ein kunstvoll eingerichteter Ort, an dem man gerne isst und isst. Warum gemeinsam essen und trinken? Das Motiv von Essen und Trinken zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Deswegen gehe ich hier nicht näher darauf ein. Warum gemeinsam Freizeitaktivitäten verbringen? 1/3 der Schweizer Bevölkerung ist von Einsamkeitsgefühlen betroffen, vor allem Jugendliche und Pensionierte. Damit stellt Einsamkeit eines der drängendsten gesamtgesellschaftlichen Probleme dar. Udo Rauchfleisch, emerierter Basler Professor für klinische Psychologie, unterscheidet zwischen der positiven, schöpferischen Einsamkeit und der negativen, schädlichen Vereinsamung, die immer mehr Menschen betrifft und eine bis zu 10 bis 20 Jahre tiefere Lebenserwartung bewirkt. Als Gründe für die zunehmende Einsamkeit nennt Rauchfleisch sowohl die Corona-Maßnahmen als auch Schamgefühle, Armut und Krankheiten. Gesellschaftliche Tabus sind die Einsamkeit von Flüchtlingen, von LGBTQ+-Personen und Obdachlosen. Auch die Abwärtsspirale aus Sucht, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit zeigt er auf. Rauchfleischs Lösungsansätze bestehen unter anderem darin, die Eigeninitiative der Betroffenen zu stärken, sich wieder rege in die Gesellschaft von anderen Menschen zu begeben. Dann, sehr interessant, auch das Lesen der Bibel, das Gebet, das Singen von Kirchenliedern sowie die christliche Gemeinschaft. Einsame Mitmenschen sind in der Kirchgemeinde herzlich willkommen. Wir gehen aktiv auf sie zu. Eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit sehe ich darin, regelmäßig generationenübergreifende Anlässe anzubieten, die Teenager und Senioren miteinander verbinden, wie zum Beispiel gemeinsame Spielnachmittage, wo man gemeinsam Brettspiele spielt. Warum Zusammenhalt über Gesellschaftsschichten hinweg? Der zusätzliche Satz zu meiner 4. These lautet, gemeinsame Essen und Freizeitaktivitäten fördern den Zusammenhalt über Gesellschaftsschichten hinweg. Warum über Gesellschaftsschichten hinweg? Mein Ziel besteht darin, Angebote für alle Gesellschaftsschichten und die ganze Familie anzubieten und auch Singles einzuladen. Essen verbindet uns alle. Warum Kirche als zweite Familie etablieren? Ich rede weniger von Kirchgemeinde als vielmehr von Kirchenfamilie, weil ich christliche Gemeinschaft als zweite geistliche Familie verstehe. Dafür motiviere ich Gottesdienstbesucher, auch unter der Woche einen Hauskreis oder eine Gebetsstunde zu besuchen, für Bibellesen, Gebet,
Seelsorge und Gemeinschaft. Das Leben miteinander teilen. Noch ein Zitat von Johannes Sieber. Familie ist die richtige Antwort auf die Veränderung der Gesellschaft. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.